Wat kostet de Kürschen? In Bjur juten Amtestein Brügge, dei unklaug nierig was, und schrappe alles te hope, wenn ne ook noch so siur wordt. Dei nam mannigvorken des Söndages morgens ne Köpen voll Eeuwist op'n Puckel, und slepe de 2 Stunde Weges nor Stad. Beun Eusterdure hucke seine Dracht af, stelle sich hinder seine Köpen, und zochte sein Eeuwist an Mann eer an de Vrou te bring, so art die Gelegenheit mit sich brochte. Der Luje, der da in der Gegend wohn, eer morgen juten Eusterdure ihren Söndages Nachmittagesgang, der kennt den Bjuren mit seiner spissen Nase und seiner witten Jacken allange, und köftene seine Ware alle bord af. In Sommer Glaskirschen und Wöselbieren, in Harste, Bieren, Zwetschen und Appel. Aber de Kinder, der würden nicht gut op'n Bieren zu sprechen, denn wenn se auch noch so lange de Köpen herumstün und geuern und gneiern und herren gieren Appel irne Plume hat, bröchten se nicht en halben Morgengroschen mitte, denn können se so viele Jahre Wure ihr geben also wollen. Se kriegen auch neine grüne Pötsche. No, t is gut. In ein Jahr würden de Kirschen so duier, und weil des dat de Bjuren so eine Bürme glatte dreugen, dachten ordentlichen Reves zu morgen. Also Räupe würden, wollen Sonntag gleich 2-mal nor Stadt und gung gleichs morgens vor de Kerkenteut mit ner Dracht los. Da was saus war, dat mit der Nase Balle an de Steine stödde. Twas gerade de Teut art in Daume in de Helmisse ludde. Der kam mit seiner Köpen voll Glaskirschen bein Eusterdure an, sette sich doll, wische sich'n Zweit mit der Hand auf und liure ob Kürpers. Und juren eine 5 Minuten, der kam allen Kehre, ob ihne Tau, und frauch, wat kostet de Kürschen? Dat schockt Ridderhalf Gröschen, wolle antworten. Aber dat Wurt bleif in de Kerlen stecken. Wat was dat für en grauhaftigen Menschen? Der Herr schon neine Arme und neine Beine, und je länger ne de Bjur ansach, je mehr schrumpe von unnen ob de Haupe, und an letzten Ende was et bloß noch en Kopf. Und mit'n Male was da auch weg. Der ist denn de Bjuren over den Asen overgegaan. Hij hucke seine Köpen weer op, und 100 Schritte budden in der was, der schütte de ganze Köpen voll Kirschen in Graben und gung verstürt und in deipen Gedanken wieder nach Haus. Wo se sich nicht wenig wundern, dat so freu wieder inkam. Und was so wit den Nase Kalk an der Wand. Hij woll nicht mit der Sprache herjut, aber sein Leben het hij des Söndages nein Ewes wieder noch Hilmsen brocht. Wer me möget denn der glatten, saftigen Kirschen, der hij in Graven schüttet het, wollte Jukum sein. Dat verzählt die Geschichte nicht. Aber ich glaube des machtigen Hilmsen Dschungens, da willst se Balle funden hem, und wat deier denn mit dem Morket hebet, kann sich jeder sachte denken.